Salut, bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin immer noch auf meiner Veloreise hier gerade in Helsingør am Hafen, wo ich die Fähre nehmen kann, die hier im Hintergrund schon kommt, für über auf Schweden. Zu geil ist echt noch so ein kleines Duty-Free, wo man auch alles Alk kaufen kann, weil sonst hier überall ist echt Alk zu teuer, allgemein im Norden. Die ist billig. Nice. Die Schweden sind wieder mal ganz innovativ. Wenn man nämlich hier am Feld entlang läuft, sieht man so eine ganz witzige Erfindung, wo die Vögel vom Feld fernhalten. Es ist ganz ruhig auf dem Feld. Niemand ahnt etwas. Die Vögel kommen schon langsam wieder. Und dann irgendwann ist das Geilste ist, wenn er am Schluss wieder so runtergeklappt hat. Nach einem sehr nice ersten Tag in Schweden bin ich hier wieder mal auf einem Campingplatz angekommen. Und ich bin gerade direkt mal geschockt worden von diesen Preisen hier. Einfach in 350 schwedische Kronen. Das heisst, das sind ungefähr 40 Schweizer Franken. Ja, ich habe gar keinen Bock, immer so viel auszugeben für fucking zu campen, Alter. Liebe Leute, es geht weiter der schwedischen Küste entlang. Von hier bis Oslo sind es noch ca. 700 km zu machen. Das ist also noch ein sehr gutes Stück. Man muss jeden Tag seine Kilometer absolvieren. Boah, ich habe nie gedacht, dass es in Schweden so warm wird. Ey. Unter der brennenden Sonne, da vergehst du fast wirklich. So fucking heiß, Mann. Ich nähere mich jetzt langsam meinem Tagesziel. Somit muss ich auf einen Platz schauen zum Schlafen. Ich habe heute nichts organisiert. Camping habe ich keinen Bock, aber da hinten hat es eins. Wegen dem gehe ich jetzt mal 2-3 Leute fragen, ob man irgendwie bei ihnen pennen kann, im Garten oder sonst noch immer. Keine Ahnung, mal schauen, wie es rauskommt. Ich bin bei so einem Haus angekommen, wo ein kleines Kaffee integriert ist. Und es hat leider schon geschlossen. Aber sie haben mir dann gleich noch etwas zu essen angeboten, so eine nice Fischsuppe. Das habe ich noch nie gehabt, aber ist wirklich super. Und jetzt kann ich sogar noch mein Zelt hier im Garten aufstellen. Das heisst, Schlafplatz auch gecheckt. Die Leute, die mir Platz zum Schlafen angeboten haben, mir noch empfohlen, schnell im Meer zu baden. Das mache ich jetzt. Und es ist einfach übelst die heftige Stimmung hier. Praktisch das ganze Meer für einen allein. Wir haben Strand, wir haben Wasser. Das heisst, es ist wieder mal Zeit zum professionell einwässern. Oh, erster Check. Das Wasser ist dermaßen kalt wieder mal hier in Schweden. Aber ich habe nicht anders erwartet. Hui, hui. Und drinnen sind wir. Jo, es geht weiter. Ich bin gerade auf dem Weg nach Gothenburg. Hier hat man wieder mal die übelste View aufs Meer. Ladagni? It's a crab, so ein Krabbe. So. Krabbe, we say krabba in Swedish. So do you eat them when they're bigger? Yes, or? when they're bigger we eat them, but they need to be like a lot bigger. Oh, okay. This is just for fun. Ich habe es geschafft, ich bin angekommen auf dem Campingplatz.
Der ist sehr nice gelegen. Er macht gerade direkt am Meer. Und jetzt heisst Zelt aufbauen, ins Meer gumpen, relaxen und hier das nice Wetter genießen. Eiskaltes Wasser. Wenn das Bier heute oben zum EM-Final genauso eiskalt ist, dann gefällt mir das sehr gut. Peace to the Chile-Fan. Forza Italia. People in Switzerland. Eine Nacht mehr im Zelt überstanden. Und jetzt geht es weiter mit der Tour. Ich bin in Göteborg angekommen, in meinem neuen Warmschauer, wo ich hier einen schönen Platz auf der Couch bekomme für die nächsten 2 Tage. Die Wohnung, wo ich bin, ist so eine Studentenwohnung und ich bin bereits mit ihnen an den See gegangen. Ein richtig nice Spot gewesen, ein bisschen baden und ein bisschen runterfahren. So, nach einem ganzen Tag Velofahren gibt es jetzt Erfrischung. Morgen! Ich habe hier meinen Day Off in Göteborg. Das heisst, heute fahre ich mal kein Velo, weil wenn man mehrere Tage immer zwischen 60 und 100 km fährt, wird es relativ anstrengend. Und dann ist es wirklich auch wichtig, dass man einmal eine Pause macht. Zudem habe ich immer noch ein bisschen mit den French Girls geschrieben, also der Loch oder Florin. Und sie sind jetzt auch in Göteborg angekommen. Das heisst, wir werden heute zusammen die Stadt besichtigen und haben sozusagen eine Wiedervereinigung. Schauen wir mal, wer ich hier wieder gefunden habe. In Göteborg. Laura und Florin sind auch wieder da. You're back. After a few days without you. How was your day? Beautiful, warm, long day, but very nice. So, what do you think about the temperature here? It's really, really hot. It's way too hot here. Es ist etwa 32 Grad hier in diesem Botanic Garden. Ja, wir sind in der Boccia Bar angekommen. Es sind schon einige Leute am Boccia spielen und ihre Skills zeigen. Wir sind einfach am Bier trinken, weil Boccia spielen ist eindeutig viel zu teuer. Für ein paar Bäuerchen zahlst du irgendwie 30 € für 45 Minuten. What the fuck? But es ist gleich chillig hier, die Atmosphäre und das Bier schmeckt sehr gut. Jetzt gehen wir noch essen in ein Restaurant mit ein paar Warmschauer-Kollegen, die Laura und Florin kennengelernt haben. Ich weiss zwar nicht genau, in was für ein Restaurant wir gehen, aber wir werden es sehen. You're hungry? Yeah, I'm hungry too, so let's get something to eat. Okay. Yeah, so cheers. Score. So, liebe Leute, es ist wieder so weit und zwar sind weitere 7 Tage durch. Das heisst, wir machen wieder mal unsere Budgetübersicht. Und ja, wir sind nach wie vor im Norden, das heisst, es ist nach wie vor ein bisschen teurer. Aber ich habe in den letzten 7 Tagen 290 Franken gebraucht und somit sind noch 8227 Franken übrig. Merci fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Toroni, I need to ask you a question. What did you call me? Roni or not? Ronia, oh Ronia, sorry. It's Ronia, of course.